und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das Mal sind wir nicht in R-Factor oder nicht in F1 2021, wir sind in Assetto Corsa und wir sind auf der neuen Strecke in Spa, beziehungsweise auf der umgebauten Strecke in Spa. Viele von euch wissen ja, Spa ist ja umgebaut worden, um den Rouge vor allem zu entschärfen. Und es gibt schon einen Mod in Assetto Corsa, wo man die neue Strecke kann mal anschauen, anfahren. Und das machen wir auch. Wir hocken jetzt mal schon ins Auto rein. So. Und es soll jetzt primär eigentlich darum gehen, zu schauen, was ist anders auf dieser Strecke, was ist geändert worden, besser gesagt. Ich werde so nicht eigentlich ein Hotlap machen oder so, überhaupt nicht. Und ja, ich denke, wir starten einfach mal. Da ist eigentlich noch alles identisch, sage ich jetzt mal so weit. Das ist ja wirklich noch alles gleich. Und eigentlich von daher sehen wir es schon dort vorne. Fehlt jetzt das kleine Häuschen, das am dort war. Da ist jetzt eine riesige Tribüne hergekommen. Und wir sehen auch, die Rouge ist eigentlich vom Layout her immer noch sehr ähnlich wie vorher. Ich glaube, sie ist auch nicht gross verändert worden. Was geändert wurde, ist hier die Auslaufzone. Also wir sehen hier, wir haben hier jetzt viel weniger eine Kurve drin, wie es früher war. Es ist eigentlich wirklich sehr, sehr gerade. Also wenn wir es hier schnell kurz kehren. Wenn wir es mal vielleicht von oben schauen. Also wir sehen, hier ist eigentlich relativ gerade. Also der einzige gefährliche Teil eigentlich, der noch sein kann, ist, ja genau, ich muss gerade hier runter. Wenn wir jetzt hier irgendwie da unten abfliegen. Wenn wir da unten irgendwie abfliegen, da könnte man natürlich immer noch sehr heftig einschlagen. Ich weiß auch nicht, wie das da stimmt mit dem Streckenpost. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da dann einfach so ein Loch drin ist. Vom Streckenposten her. Weil, ja, wenn man da reintatscht, dann ist es dann schon ein bisschen gefährlich. Ich denke, das wird dann schon anders sein, wenn es dann den echten Einsatz hat. Und auch da ist das Ganze viel verbreitert worden. Also wir haben hier jetzt extrem viele Auslaufzonen. Also wirklich eigentlich rund um die Rouge, ja perfekt. Rund um die Rouge herum ist es eigentlich jetzt viel breiter geworden. So. Also, dann fetzen wir mal kurz führen da. Weil da vorne hat sich auch noch etwas geändert. Und zwar haben wir jetzt auch wesentlich mehr Käsestellen. Also da fängt es zum Beispiel schon an, wir haben hier jetzt auch Käse. Und da haben wir auch alles voll Käse. Das war nur Rasen und hat dann gerade Banden. Da haben sie jetzt überall Käse hergeschüttet, finde ich persönlich eine gute Sache. Und finde ich auch richtig so. Und auch hier unten haben wir eine kleine Auslaufzone und dann kommt eigentlich gerade das Käse. Wie ihr das seht. Und da gibt es eben jetzt sozusagen wie zwei Layouts. Da kann man früher reinziehen oder halt dann weiter rauszukommen. Rauszukommen ist eigentlich die normale Grand Prix-Strecke immer noch. Rechts haben wir auch Käse gehabt. Und dann kommen wir hier zu dieser schnellen Linkskurve, die auch zuerst eine Auslaufzone ein bisschen hat. Und dann nachher ins Käse hineingeht. Also da haben sie auch geändert, finde ich auch gut so. Hoppla. Perfekt, abgeflogen. Vielleicht müssen sie dann auch noch eine Bande her tun, nicht nur Leitplanken. Auch hier ist Käse, das war vorher auch Rasen gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Und hier rechts haben wir jetzt auch Käse, aber das war meines Wissens schon gewesen. Dann hier haben wir auch wieder Käse. Das ist, glaube ich, auch gewesen, aber eben, ich bin mir nicht ganz 100% sicher, aber ich habe es gemeint, obwohl ich sehr oft aufs Spa fahre. Da kann ich es nicht merken. Und da haben sie auch alles Käse. Klar, es ist nur ein Mod, klar, es ist noch nicht zu 100% so, aber es gibt einem schon einen guten Eindruck, wie es könnte sein oder wie es wird sein. Und ich denke, wir gehen jetzt gleich noch kurz eine schnelle Runde ab, wir probieren es mal. Ich bin jetzt auch noch nie gross mit dem Ferrari hier gefahren von, was ist das, 2011 glaube ich. Und wir probieren es mal. Wow! Ja, hier links hat es auch Käse her, by the way. Das war nicht so gewesen. Also ich hoffe mal, das Layout wird so sein, wie es hier abgebildet ist. Weil mit so viel Käse und so macht es eigentlich schon recht viel Sinn. So, geben wir den mal da. Ah ja, noch 7. Gang. Habe ich gar nicht gewusst. Oh! Okay.
Bremsen war so ein bisschen ein Fremdwort gerade gewesen. Wow. Uiuiuiuiuiuiuiui. Oh, oh mein Gott, okay. Hey, das Auto ist ja richtig aggressiv auf der Hinterachse. Weil natürlich halt auch gar nicht das Setup drauf. Und mir auch nicht verwunderlich, wenn ich da mal wieder abfliege, wenn ich ein bisschen Gas gebe. Rennen kann man auf dem Mod noch nicht fahren, by the way erwähnt, weil wir müssen da zuerst noch KI abladen dafür oder eigentlich so Programmierung für KI. Ich weiss nicht, ob es das geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt nicht gesucht. Aber einfach, dass ich das mal erwähnt habe, das Layout oder so kann man abladen und kann es auch eigentlich wirklich sehr einfach installieren. Und ja, dann sind wir da auch noch eine schnelle Runde mal gefahren oder haben wir noch ein Lab gefahren. Ich muss wirklich sagen, mir gefällt die Strecke hier so, auch dass sie eben wirklich ein bisschen mehr Käse drin hat. Ich hoffe, dass es so wirklich so ist, bis auf die Bande, die vorne nicht raus. Ich finde es ein bisschen grob fahrlässig, wenn es wirklich so sollte bleiben. Aber sonst eigentlich muss ich wirklich sagen, finde ich Spa so, wie sie es umgebaut haben, nicht schlecht. Und ja, das war es schon gewesen mit dem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde mich natürlich immer mit einer Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in dem nächsten Video. Und bis dann sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao.